It is impressive that you managed to survive this long. Grüß zurück bei Generation Zero. Wie du siehst, links oben, vertraue niemals jemandem, ist unsere nächste Mission, die wir jetzt machen werden. Weil, wenn ich mich recht entsinne, haben wir oberhalb, hinter der Burg, ja 3 Gegenstände oder 3 Materialien zum Holen. Und da sich dort jede Menge Berühmtheit versammelt hat, haben wir gedacht, wir machen zuerst diese Mission. Muss ich nur schauen, wo die ist. M wie Mappe. Die ist da herum. Wir werden aber zuerst dieses Stück da machen. Genau. Das ist diese kleine Ortschaft, die ja von den Robotern dem Erdboden gleich gemacht wurde. Roboter, Maschinen. Ja, was war sie? Aber mal ganz kurz, also es kann nicht die Waffen wegstecken. Armes Ding. Aber wunderschön. Passt. Gut, weiter geht's. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Uns stehen mehrere Kämpfe bevor. So, man gut, wann kämpfen wir den Spiel nicht? Na, jetzt wird es mitgenommen, also wurscht. Ich werde es nie lernen. So. Hier hinein. Naja. Sie haben es probiert. Es ist aber schief gegangen. Nur weiß ich nicht, wo das hochexplosive Geschoss reinkommt. Jetzt bin ich schon wieder draußen. Was hat's da schon wieder die ganze Zeit? Nee. Ming! Irgendeine Tastenkombination. Muss er was rausfinden. Vertragt er nicht. Dann schaltet er sie immer. Dann schaltet er immer in Vordergrund alles. Ich muss erst umstellen wahrscheinlich beim Aufnahmeprogramm. Das ist alles aber später. Jetzt nicht, jetzt wird gezockt. Jetzt wird gespielt. Und wir werden uns mit einer Horde wild gewordener Maschinen auseinandersetzen müssen. Die schon wieder die ganze Zeit. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ist und so. Warte mal kurz. Wir werden die Mission schon finden. Schaut geil aus. Wo haben wir das jetzt? Wo ist das? Ich glaube, wir werden das so veranstalten. Ja.
Sanitäterpaket. Okay, wir werden es benötigen, glaube ich. Weil da, wo wir jetzt hin müssen, zu den Bauernhof, da wegen dieser, ach so, angeblichen Verschwörung, da hat sie ja in der letzten Aufnahme, haben wir ja gesehen, dort wuseln sie ja. Kleine EMP-Zelle nehmen wir mit. Haben wir jetzt 2 Stück, die werden wir irgendwo ablegen. Und uns irgendwie den Rücken frei halten. Mal schauen, wie wir das machen, weiß ich. Oh. Feuerwerkskörper. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Raketen brauchen wir dringendst. Warte mal. Ich habe eine Idee. Vielleicht haben wir Glück und wenn wir uns in Raketenwerfer daher da. Genau. Vielleicht finden wir ja mehr davon. Brennstoffzelle nehmen wir mit. Die Hohlmunition, die kann sich halten. Die nehmen wir auch mit. Das kann sich halten. Passt? Boah. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Muni können wir immer brauchen. Ich glaube, für die Mission müssen wir ins Haus. Naja, 32er würde ich eigentlich nicht mitnehmen. Wurscht. Da ist noch ein Hundling. Ja, alles mit. Okay, ein ins Haus. Ich glaube, dort erledigen wir dann die Mission, was wir da haben. Brauchen wir nicht? Habe ich schon vorhin auch gesagt. Oh! Oh, Granate. Oh! Ringe brauchen wir nicht. Okay, wir rein ins Haus und sagen wir weiter. Was der Tag noch bringen wird. Ich hoffe nur Positives. So, ja damit. Ja damit, Kappe rückwärts hätte man nicht braucht. Ist da irgendwas? Nö. Wo ist da Mission? Ich bin jetzt 2 zum Umschalten. Da ist irgendwas. Ja, Z. Jemand hat ein Kreuz hinzugefügt, um das Fischerdorf-Stellungsnähes hervorzuheben. Die Fischer scheinen sich dort versammelt zu haben. Auf einer Nachricht steht, lasst euch von ihnen nicht zu den Bunkern bringen. Greift eure Waffen und schließt euch uns an, Tobe. Ja. Z. Begib dich ins Dorfstellungsgnäs. Ja, das haben wir ja. Schauen wir uns kurz. Machen wir zuerst, schauen wir mal, da muss ja irgendwas geben. Log. Jenseits der Barrikade.
Ja, die Schlacht ist schnell gegangen. Brauchen wir es nicht. Vielleicht ist da unten irgendwas. Ich jetzt da stellungsgemäß das. Also nein, wir sind in Arenöd. Warte mal. Oder wie das da heißt. Asö. Da ist der Bunker Minken und da ist das andere Dorf, was erwähnt worden ist. Na, wir werden das anders machen. Wir werden uns jetzt daher begeben. Log. Genau. Da sind wir fertig. Gut, jetzt hast du Taktik überlegen. Wie viele Raketen haben wir zur Auswahl? 14. Scheiße. Wir werden zuerst die verballern. Was ist da? Ah, da haben wir schon durchgeschaut, genau. Jetzt wäre es nur interessant zu wissen, wo wir eine Waffe finden für diese hochexplosiven Geschosse. Ich weiß es nicht, was das für ein sein soll. Schau, ich komme immer wieder da oben raus. Ich weiß aber nicht warum. Ich muss in die Einstellungen nochmal schauen. Aber heute nehmen wir ein bisschen mehr auf. Ahne nicht. Der Ahne ist in Nöt. Ich höre leichten Synthie-Pop. Da gibt's nichts, den Radio braucht man nicht. Semmler. Was kann die Semmler? Ein sehr sättigendes schwedisches Gebäck, das einen kleinen Teil der Gesundheit eines Spielers wiederherstellt. Cool. Das Fernseher erschreckt mir wieder. Ich wüsste nicht, wo man so auf die Schnelle mehr Raketen herkriegen für den Schaß, der uns jetzt bevorsteht. Ich meine, ich weiß es nicht, wie es spürt dann noch ein Ausstieg und Wiedereinstieg reagiert auf das. Keine Ahnung. Danke fürs Ruckeln, Preisspiel.
Irgendwas da bockt er gerade überhaupt nicht. Also wurscht. Ja, ich muss nächstes Jahr dann, also im 2022er Jahr, sowieso meine Technik da ein bisschen aufrüsten. Also, kann ich nicht so schön faul werden dafür, ehrlich. Müssen wir was schauen. Inventar. Von da herinnen, gell? 16 Raketen. Ein hochexplosives Mehrzweckgeschoss. High Explosive Dual Purpose Highway für den Einsatz gegen weiche und gepanzerte Ziele. Ja, aber wo kommen die rein? Das habe ich noch nicht kapiert. Ich habe keine Ahnung, wo die reinkommen. Es tut mir echt leid. Und dein Raketendolly nicht. Ein paar Ergänzungen. Keine Ahnung. Okay, jetzt müssen wir sowieso mal uns ein bisschen umschauen. Ich hab keine Ahnung, was das Spiel parat hat nach dem Ausstieg und wieder Einstieg. Ich habe es mir fast gedacht. Dann sind wir daher. Ich weiß, ich könnte jetzt da rein theoretisch voll auf Angriff gehen, aber, mein größeres Problem, es ist nur reiner Katzensprung, von da weg, da um. Und wenn so wie gestern 5 Hunter und 4 oder 3 oder 4 Tanks in der Gegend sind, ich will das Risiko nicht wie sagt man, ich will das Risiko nicht klar reden. Sagen wir mal so. Und auf Munition wechseln, bitte, Madame. Das ist ja schön an dem Spiel. Du kannst dir vorgehen, wie es du willst. Ich habe es mir gedacht. Was ist jetzt da hinten los? Da ist nichts. Was haben wir momentan auch noch sicher? Und dort hinten. Ah, das hat so ausgeschaut, dieses Gebilde da, hat so ausgeschaut, als war dort noch Dings unterwegs, Harvester. Ist was?
Ich hab glaubt, die kann man positionieren. Wenn wir schnell sind, können wir es gegen die Kleinen einsetzen. Genau, so machen wir's. Ja, auf dem rechten Ohr was Großes. Da ist er schon. Da packen nichts Geistern, sonst aber dumm. Beides. Beides wieder kein einziger da. Oh, jetzt wird's. Hunter. Das geht aber eh nur bei die Orangenen, weil das ja ich sage jetzt mal die minderwertige Klasse ist. Später dann bei die Großen, bei die Schwarzen mit der grauen, mit der roten Verkabelung oder Hydraulik, was es immer sein soll, die Phoenix-Klasse, da geht es dann eh nicht mehr so einfach. Irgendwas schnurrt da wie ein Kätzchen. Na komm. Was das werden uns die Scheune ein bisschen präparieren. Da ist genug frei. Passt? Okay. Wieder kurz auf. Wo ist der Harvester? Der muss dahin sein. Inventar. Und zwar, hier hat man jetzt so vorgestellt.
ungefähr da. Ja. Und noch einer. Shit! Man kann mehr. Das ist ja das Schöne an dem Spiel. Du kannst dir die Zeit nehmen, du kannst das vorbereiten. Das Spiel lässt dir die Zeit und gibt's da. Eins, zwei Hund. Okay. Perfekt. Wir machen dazu mal zu. Ah. Hab ich befallt. Hab ich befallt. Zeig's. Wir locken jetzt einfach mal den ich glaube, der ist zu weit weg. Schaut. Wo ist der Hunter? Sag, will mich der verarschen? Wo ist denn der Trottel jetzt? Da ist weit und breit kein Hunter mehr. Wo ist der? Jetzt ist er da. Ah, die Hund sind's, okay. Ich bin so dumm.
Dort hinten ist der Große. Schade, haben wir noch keinen Fertigkeitenpunkt, aber das wird eine Zeit dauern, bis wir zum nächsten kommen. Oh ja, das sind zwei Harvester. Sie wären ja eine Verlockung, gell? Da ist noch was. Da ist noch was. Irgendwas hat mir gerade gesehen. War nur ein Dröhnchen. Ah! Okay. Vier. Wenn ich mit allen gerechnet habe, aber nicht mit zwei Hunter. Das ist gerade ein bisschen. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ah, okay, mit dem elektromagnetischen Impuls käme es Ruhe. Ah, gut. Die Wappler. Du, das ist der zweite, schau. Das habe ich keine mehr, schaut. Du kleine Mistsau, warum habe ich damit gerechnet? Weil ich glaube, wir werden um einen Kampf mit dem Harvester nicht vorbeikommen. Du musst aufs Gewicht schauen. Ein bisschen haben wir noch Platz, passt. Haha, da schaut's aus wie ein Friedhof. Aber für Metall. Naja, obwohl wir können den Harvester dabei außen vor lassen, weil der greift nämlich nicht unbedingt schnell an. Das schaut gerade beim Tank ein bisschen anders aus. Sicher bin ich mir jetzt aber nicht mehr. Weil die Drohne hat eh nie was mit.
Ich übe gerade ein bisschen. Brücke der Bo. Was ist das da vorne? Ah. Das Spiel ist so geil. So geil gemacht. So, Entschuldigung, dass jetzt mal kurzzeitig nichts reit. Fries! Du Geigen. So. Noch irgendwas hat uns gesehen. Aber wo? Oder wieder Harvester-Duell. Mal schauen. Das Problem ist, dass man vor die depperten Drohnen nichts kriegt. Oh! Okay, das ist schon ein bisschen ein besserer. Das müsste Stufe 2 sein. Hm. Also Klasse B. X. Ja, Klasse B. Schwierigkeit Mittel. Naja, gut. In den Spiel Mittel weniger gut. Lassen wir das. Okay, jetzt haben wir da genug herumgeschissen an Zeit. Finde den Plan. Und 2 Waffen. Dinge wieder. Toll. Pump Action und ist er da? Muss aber nur schauen. Klebstoff. Passt. Außen ist irgendwas. Stahl.
Ja, das brauchen wir dann eh alles für die Burg zum Aufbauen. Sammle 8 Stück Gummi. Drecksau. Was noch irgendwo was? So, mein Schatz, Is. Zecken. Was meiner? Okay. Da ist irgendwo. Das Spiel ist ein Hammer. Wenn du aber richtig drinnen bist, willst du gleich gar nicht mehr aufhören. So, her da. Aber irgendwo muss noch was sein. Und Zecken her, ja. Und ganz auf die Ohrlapperler bin ich auch noch nicht gefallen. Obwohl ich mir Zeit noch so vorkommt. Busch. Na. Ja da. Geil. Geil, 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 geil. 8 Stück Gummi. Wir müssen erst einmal den Zeck loswerden und dann muss über uns sein. Geil.
Ungelöste Fälle. Oh Gott. Eine von vielen Aktenordnern, in denen Bodil und Kalle Dokumente zudem zusammengetragen haben, was die ungelösten Fälle nannten. Er enthält einige unscharfe Fotos sowie etliche handgeschriebene Notizen, vermutlich von Bodil und Kalle. Hinzu kommen alte Zeitungsartikel über bestimmte Ereignisse der 1980er Jahre aus Schweden und dem übrigen Europa. Etwa über den Milzbrandunfall in Sverdlovsk 1979, den U-Boot-Spionagefall Whiskey on the Rocks 1981 oder sogar die Ermordung des schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme 1986. Ihre Notizen zufolge hatten die beiden im Frühjahr 1989 eine leere FOA2-Akte in der Nähe des Militärstützpunktes Nomyra gefunden. Für Bodil und Kalle war das die Bestätigung ihrer These gewesen. Das schwedische Nationale Forschungsinstitut für Verteidigung sich mit einer außerirdischen Spezies dazu verschworen hatte, tödliche Waffen herzustellen. Das glaube ich noch nicht ganz. Ich glaube eher, dass das einen anderen Faktor hat. Den haben wir vor etlichen Folgen schon mal mitgekriegt. Für sie hatte es daher nahe gelegen, zwischen dem FOA 35 und den anderen mysteriösen Vorfällen, etwa in Roswell, Area 51 und Tunguska, eine Verbindung herzustellen. Es musste sich einfach um außerirdische Kolonisten handeln, aber niemand hatte sie ernst genommen, nicht einmal Kalles geliebter Neffe Freddy. Sie hatte diese Worte in großen Lettern quer über eine Notiz geschrieben: Vertraue niemals jemandem. Okay. Jetzt. Fertige eine explosionsfeste Jacke. Qualität 1. Was tust denn? Mensch. Ja, was Großes. Gut. Okay, weiter geht's. Mal kurz auf der Karten ausschauen. Was ist das Symbol?
Immer nicht. Jetzt werden wir einen vor den Latz knallen. Wie Bud Spencer immer so schön gesagt hat. Da ist ein Grüner draußen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt ein Hunter ist oder was anderes. Da ist der Hunter, der Orange. Da hinten müsste der Grüne irgendwas sein.